machen meistens gegeneinander. Der Klöp und der Sam. So gib doch einfach deine Hand. Der Klöp und der Sam. Wir zeigen dir dann unser Land. Vom Klöp und vom Sam. Bei uns geht ziemlich allerhand. Beim Klöp und beim Sam. Es ist nicht immer alles gut. Beim Klöp und beim Sam. Ja, was können wir denn da dafür? Der Klöp und der Sam. Wir stecken etwa in der Klemme. Der Klöp und der Sam. Und manchmal sind wir arm mit Tröpfen. Der Sammy und der Klöp. Nur eins musst du wissen, was es auch immer gibt. Wir nehmen dich mit. Ich habe es auch nicht verstanden, etwas von einem Stein. Aber wir sind Wer hat los. doch Hä? Wir sind los. Wir haben ein Affenschwein, sind wir noch übergekommen. Das hast du voll genial gemacht, Sammy, mit dem Rätsel. Was ist mir irgendwann in den Sinn gekommen? Ja, aber gleich. Aber woher weiss denn der Mann überhaupt, wo wir sind? Keine Ahnung. Das ist wie dem Kanal mit dem Roten genau. auf dem Böckli. Ja, genau. Wow, ist das da... Das ist da unten durchziehst, hey. Ja, aber da sind wir ja... Aber da sind wir ja nicht mehr ganz anders. Aber es sieht auch ganz anders aus da, hey. Es ist so... Es ist alles so grau. So innerlich, ich würde Ihnen sagen, so fast ein bisschen silbrig. Also, Ja, das stimmt. es sieht ein bisschen aus wie so ein Netz da vorne. Es ist vielleicht... Es ist, glaube ich, ein Labyrinth. Wir haben ja keine Ahnung, wo wir durch müssen. Ja. Mensch, wir sagen da schon bei dem grossen Geist. Das Garum hat gesagt, dem sein Reich sei riesig. Wir haben keine Ahnung, wo durch. Also zurück können wir einmal nicht mehr. Ja, da kann uns einmal niemand mehr helfen. Wir haben nur noch unseren Stein. Oh nein, jetzt. Ja, wo sollen wir durch, Sammy? Ja, vielleicht sollten wir... Sollen wir da durch? Mist! Was Es sieht ja überall gleich aus. Ja, was sollen wir jetzt tun? Komm, wir können da. Sollen wir da tun? Ich glaube, wir müssen einfach etwas probieren. Also komm, wir gehen da. Komm. Also gehen wir da. Also komm. Nein, komm, wir gehen da. Komm, wir gehen da. Scheiße. Ja, meinst du, das hört überhaupt wieder einmal auf? Komm da. Aber... Spürst denn du, was durchgeht? Sammy, komm da jetzt. Da? Komm jetzt einfach. Ja, aber spürst du es dann? Sammy, hör jetzt auf. Ja, ich... Du musst ja jetzt nicht gerade so hässig tun, oder? Wie dort in dem Loch hinein, wo du Schiss gehabt hast. Wie geht's eigentlich noch? Nein, jetzt musst du wirklich aufhören. Hey. Ja, Komm jetzt einfach und latsch mir einfach nach. Hey. Geht's denn eigentlich noch? Ja, ich mein's ja nicht so. Sammy, bist einfach ruhig und latsch. Ja. Ja, aber meinst du das nicht so etwas, wenn wir immer schneller laufen? Ich
weiss einfach nicht, ob das noch stimmt, wo du durchlaufst. Wir hätten eben vielleicht doch auf der Runde warten. Ja, super. Super, bravo. Bravo, Sammy. Bravo. Ja, also. Ja, das brauche ich jetzt genau. Genau das brauche ich jetzt. Ja. Aber ist doch wahr. Kannst du da bleiben? Ich latsche weiter. Komm, hey. Nein. Nein, wir gehen einfach zusammen. Ja, also komm. Wenn wenigstens unseren Steinbüro angeben, der könnte uns weiterhelfen. Sammy, ich habe von Anfang an gesagt, komm, wir verkaufen den Stein, dann wären wir jetzt nämlich gar nicht da. Und Stutz hätten wir gerade auch noch. Ich will doch einfach heim. Heb jetzt einfach den Latz, ey. Heb doch einfach den Latz, hey. Sammy, jetzt musst du im Fall einfach aufhören, hey. Geht's eigentlich noch? Das war doch gar nicht ich gewesen. Das bin gar nicht ich. Ja, aber Wo ist denn das? was ist denn das? Ist das ein Echo, oder was soll denn das? Ja, genau. Es ist ein Echo. Ja, ruf mal etwas. Hallo? Das tönt gar nicht. Ruf du mal. Was? Hallo, hallo. Nein, das Nichts, da muss doch jemand sein. Klopf, da ist doch jemand. Komm, wir laufen Siehst weiter. du Komm, wir etwas? laufen einfach weiter. Ja, aber da muss doch jemand sein. Klopf. Komm, jetzt laufen wir einfach mal weiter. Jetzt ist es gekommen. Ja, aber da ist er. Klopf, da ist doch jemand. Siehst du etwas? Da muss Nein, doch jemand das ist- sein. Es ist in diesem hohen Nebel, oder was ist denn das? Da sehe ich schon nichts. Komm, wir sind mal ganz ruhig. Hörst du etwas? Hä? Nein, ich höre überhaupt nichts. Komm, wir laufen weiter. Ja. Komm, wir gehen da. Ja. Ja. Vielleicht ist das wegen dem Netz oder so, das Echo. Was meinst du? Ja, dass es anders ist, weißt du? Wenn es da innen so aussieht. Ah ja. Ah ja, das könnte noch sein, ey. Ja, klar. Da hat es doch Leute drin. Der tönt ja wie du. Was, wie einer wie du? Ich habe Angst. Das ist mir unheimlich. Sammy, komm, wir hauen ab. Komm, wir hauen ab. Was war denn das gewesen? Hast du Das denn ist gesehen? kein Echo. Hast du es gesehen? Nein, ich sehe doch. Aber woher rennen wir überhaupt? Hörst Wir laufen in die falsche Richtung. Nein, komm, einfach weiter. Einfach weiter. schneller, komm. Ja, ach, Seite stechen. Komm jetzt, klopf. Ihr müsst doch keine Angst haben. Ich kann euch helfen. Was helfen? Helfen? Ja, aber wo... Wer ist denn das? Wo ist denn da jemand? Zeig dich doch einmal. Ja. Sammy, ich trau dem nicht. Ich glaube, der lügt. Die hören alles. Das ist mir wurscht. Das ist doch einfach Ja, eine aber- fiese Ratte. Ja, das... Ich bin doch der Einzige, der in der Welt kann Ich weiss nicht, was du Hey, nein, Sammy, lass doch den mal an. Das ist die Schleimratte, ich sag dir's. Der leimt uns doch ein wie die Typen da in dem Schlachthof, ich sag dir's. Ja. Ja, fiese Ratte, oder? Zeig dich doch Ich zuerst nicht, einmal. Das ist doch wahr, ey. Du bist doch eine feige Sau, oder? Im Hintergrund rumwägen und dann... Nein, wirklich. Was? Komm, wir gehen. Was? Nein, da müssen wir weg.
Komm jetzt, bleibt. Ich kann euch doch wirklich helfen. Durchs Fanta. Wohin wendet denn? Wir müssen doch zum grossen Geist. Sammy! Was musst du dem zu letzten sagen? Sammy! Dem Schleimsack, dem glaube ich kein Wort! Ja, da bringe ich euch zum Tor von der Wahrheit. Der Palasta vom grossen Geist. Sammy, dem glauben wir kein Wort! Komm, wir gehen da durch, komm! Komm, Sammy! Sammy, komm! Und jetzt? Jetzt klopft, wo sollen wir durch? Einfach da! Einfach da! Komm einfach da! Ja. Aber ich will nicht mehr zurückklopfen. Ich will nicht zurück zum Manu klopfen. Sammy, wir könnten gar nicht mehr zurück zum Manu, auch wenn wir wollten. Wir haben uns heillos verlaufen in dem Labyrinth. Es ist aus. Aus und fertig. Das ist doch aber das Einzige, was wir machen können, ist doch einfach dem nach. Das Letzte, Sammy, das ist das Letzte, was ich mache. Hey. Ja. Das ist doch einfach wieder so eine Falle wie im Schlachthof. Ja, aber... Dann verreck ich im Fall lieber da, ich sag dir's. Ja. Wir hätten jetzt auf den Rondo warten. Sammy, hör endlich auf zu träumen. Es ist aus, fertig. Sammy, ich habe im Fall Angst. Nein, ich nicht. Rondo? Keine Angst haben. Das ist der Rondo. Das Fanta ist ein guter, alter Freund von mir. Rondo, wo bist du? Rondo! Ihr könnt ihm voll und ganz vertrauen. Rondo ist doch wirklich einer von meinen besten Freunden. Ein Freund? Sammy, vergiss es doch einfach. Meinst du, das ist ein... Vergiss es. Oh ja, aber... Nur weil ich ein bisschen anders bin, hast du überhaupt kein Vertrauen. Du Dingsbums! Du Dingsbums! Mach mich traurig. Ich sag dir eins. Ich sag dir einfach eins, ey. Wir kommen dir mit. Ja, wir kommen jetzt mit dir mit. Aber bei den geringsten Anzeichen von einer Falle im Fall, ey. Ich sag dir nur eins, ey. Dann kommst du grauenhaft dran von uns. Ich sag dir nur das. Dann kommst du grauenhaft dran. Nein, sicher, du kannst mir vertrauen, Klöße. Komisch. Wie kannst du nur so blöd sein? Ist echt noch weit? Er wird ihm vertrauen. Ich habe das Gefühl, wir machen den grössten Blödsinn. Ja, aber wir können ja nichts anderes machen. Wo ist er auch?
denn mit dem Lift los? Geht der nicht? Nein, der geht nicht. Der ist in Reparatur. Oder andere. Ja, nein, aber. So ein Kampf. Ich habe Hungerklöpfe. Ja, ich auch. Durst habe ich auch. Fleisch. Oh nein. Spaghetti. Oh nein, hör auf, hör auf. Nein. Pizza. Oh, Pizza. So, hör auf. Nein. Das ist einfach eine fiese Ratte. Mit Pommes frites. Oh, Sehr. Nein. Hör endlich auf! Wo ist denn jetzt das Tor? Ich sag dir, ich warne dich, hey. Wenn du uns irgendeinen Seich angibst im Fall. Du Drogen. Sammy, hast du eigentlich die Steinschleuder noch dabei? Ja, wenn ich immer dabei. Ich sag das jetzt noch einmal, hey, aber wirklich noch einmal. Wenn irgendetwas passiert, kommst du dann mit dem Arthur zu tun über, aber das kann er garantieren. Der Klöpf und der Sammy sind in unsere Welt eingedrungen. Die zwei sind gefährlich. Wir müssen sie so schnell wie möglich wieder loswerden, aber sie dürfen nichts merken. Arthur! Arthur! Am besten schicken wir sie über die Todesgrenze. Was? Dort sind sie versorgt. Er uns in einem Loch. Was ist denn das? Das ist das Glas. Das ist doch wieder so eine Falle von dem Schweinehund, hey. Hey, du meinst? Da kann man nicht durch. Ja, nein, du. Hey, das ist... Schau mal da oben hin. Wo? Das ist ja wie ein riesiges Tor. Wow! Schau das an. Ich bin's Tor von der Wahrheit. Und wer sind wir? Und wer sind wir? Ja, ich bin der Klöpf. Und ich bin der Sammy. Wir sollten doch zum grossen Geist. Ja. Aha! Ihr sind die zwei Undauten. Und ihr wollt in den Palast rein? Ja, wir haben den Auftrag, den grossen Geist an den lebendigen Stein da zu bringen. So! Ja, der Arthur schickt uns und er hat den Auftrag von der Corona. Bei mir kann nur durch. Wer in ehrlicher Absicht kommt. Ja, wir kommen in ehrlicher Absicht. Ja, wir wollen den Stein bringen. Dann wollen wir doch endlich wieder heim. Ja. Mein Tor geht nur für den auf, wo dir rein Wahrheit sagt. Kommt ihr im ehrlichen Sinn und sagt ihr die Wahrheit? Dann ist euch der Weg durch die Hügel zum Palast frei. Wenn aber einer von euch lügt, dann landet ihr beide im Tunnelkanal. Dort werdet ihr Opfer von eurer eigenen Welt. Zwischen den Bäumen hin und her geschlagen, bis Knöchel schwimmt der
Grossen Malzig. Komm weg, Fanta! Weg, Fanta! Weg, Fanta! Klopft. Sind wir da? Ihr erzählt mir jetzt die ganze Geschichte von dem Stein. Von dem Stein. Was? Die ganze Geschichte? Von ganz vorne. Und ich warne euch. Ich bin von Natur aus misstrauisch. Und ich bin nicht so leicht hinters Licht zu führen. Was? Also komm, Sammy, erzähl ihm. Ja, vom Keller und so. Hä? Ja. Ja, angefangen hat es dort, wo ich im Keller von meinem Grossvater Holz holen wollte. Ich bin doch mit dem Velo dort zum Melchi runtergefahren. Dann bin ich dort die Stege durchgerannt. Das habt ihr euch schön ausgedacht. Gut auswendig gelernt. Aber da gibt's eine Lücke. Da gibt's doch etwas, was nicht stimmt. Was? Also ich habe also nicht gelogen. So. Und warum hat dann die Mutter den Stein in deine Hose gefunden? Obwohl du da noch gar nie in unserer Welt gewesen bist. Ja, eben, das habe ich eben auch nie verstanden. Ich weiß auch nicht. Was ist? Sammy, was ist? Warum brüllst du nicht so auf einmal? Hey! Sammy! Ja, noch nicht. Hä? Und bei dir wollen wir doch jetzt auch einmal schauen, wie das ist mit dem Nullfehlen-Diktat. Was? Dort hat's einen Stift. Nimm den und schreib da auf die Scheibe. Oh nein! Bist ruhig, Fanta! Also los! Titel! Bernd tapeziert! Bernd tapeziert. Ja, muss ich den Titel unterstreichen? Nein, weiterschreiben! Oh. Bernd will eine Wand seines Zimmers tapezieren. Satzende. Neuer Satz. Er und seine Mutter stellen die Zimmermöbel auf den Flur. Ja. Zeig mal! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Fälle. Ich kann genauer wissen. Schon noch 2 Sätze. 17 Fälle. Ja, hey Mann. Ja, mit dem Stress und so. Und ich habe total Da Hunger. stimmt doch etwas nicht. Hättest du können schreiben? Zeig mal den Labigstein. Ja, da. Aber nicht wegen dem. Ha! Der Stein kannst du gerade wieder haben. Das ist kein Labigstein. Was? Sicher schon. Ihr habt gelogen. Was? Ihr seid Betrüger. Spion von der Ja, Corona. aber das haben wir nicht Wir haben gewusst. doch nur helfen. Ja, das haben wir wirklich nicht gewusst. Nein. Nein.
Starrmann zu kommen! Was ist denn das für ein grüner Fluss da unten? Scheiße! Nur eine brodelnde Flüssigkeit, wo in die Augen ausfrisst, sobald der Trinkkehr. Hau ab, du Fiesling! Genau. Der Baum ist so rutschig geklemmt. Du musst nur zum Starrmann! Was sollen wir jetzt machen? Ich kann mir wenig da hängen. Halt, wo bist du? Ja! Jetzt bin ich am Stand. Wir haben gar keine andere Wahl, Sammy! Komm, ich versuche zu klettern! Ja, aber wenn ich runtergehe, Komm ein bisschen zu mir rüber, das sind Tests ein bisschen dicker! such's ja. Passe du, wenn der Donnersturm kommt, dann schlägt's eure Bäume grusig um die Ohren. Hau ab, du Scheissratte, du Sauhund, du! Hau jetzt endlich ab! Ui, sorry, ja, für mich ist sowieso Zeit zum Gehen. Jetzt kommen eure Freunde. Was für Freunde? Ich kann mir so etwas vorstellen! Ich mag fast überbringen. Heb dich gut, Sammy, heb dich! Oh Gott! Ich kann gerade gar nicht klettern! Aber es wird dunkel! Was bedeutet denn das? Es ist so wie der Ecke, wo in der Wüste die Vaga gekommen ist! Was? Vaga, pass auf, Sammy! Wenn sie jetzt pass auf, wenn es jetzt nicht ganz dunkel wird, dann darfst du dich einfach nicht bewegen! Such dir irgendeinen Ast, wo kannst du drauf stehen! Ja, aber warum dann? Es wird dunkel, Klöpfe sind immer dunkel. Was ist das? Klöpfe, hinter dir! Hey, wo, was? Hinter dir, ein riesiges Auge! Was auf dem? Was ist das? Achtung! Warte nur, dann schießt den Blickstein an! Hey, was getroffen? Ich bring sie um, das Zombie! Sammy, springen! Nein, Sammy, spring ins Wasser! Eins Auge hab ich getroffen, Sammy! Spring auf den Schau Start! ja oben! Nein, Sammy, der Sturm kommt immer näher! Die Leute schlagen dich zu Tod! Spring, Sammy! Spring, schnell, spring doch endlich! Jetzt bin ich tot. Sammy, du bist ja so auch da. Jetzt sind wir beide tot. Aber ich sehe dich wenigstens. Meine Augen sind gar nicht ausgefressen. Hey Sammy, wir sind doch nicht tot. Nein, das Wasser da ist hinten und vorne nicht giftig. Es sieht doch nur so aus. Ja, aber das Monster, das dich gepackt hat. Der Donnersturm ist gekommen, bevor sie mich erwürgen konnten, habe ich gerade noch gesehen, wie ein riesiger Baum auf sie abgetatscht ist. Und dann weiss ich nur noch, wie ich ins Wasser abgekehrt bin. Wahrscheinlich hat sie mich losgelassen. Und weit vorne habe ich gesehen, wie du
wie ein Haifisch bist du durchs Wasser durchgezischt und plötzlich hat mich die Strömung auch gepackt und ich bin so hinter dir hergepresst und überall sind Bäume ins Wasser getatscht. Hey. Ja. Nein, ich glaube, wir sind durch den ganzen Kanal durchgeschwemmt worden. Du meinst, wir leben noch? Ja, klar, Sammy. Ja, aber wir sind ja sowieso verloren. Wir haben ja nicht einmal mehr den lebenden Stein. Wir sind am Eingang zum Palast vom Grossen Geist. Was ist denn das? Wir haben euch eine Strömung geschickt, die euch durchs Turmbad durch und an allen fallenden Bäumen vorbeigezogen hat. Was? Der grosse Geist will euch nämlich noch sehen, bevor euer Schicksal seinen Lauf nimmt. Kommt! Ja, aber wir wollen doch nur endlich heim. Ja, genau, heim. Rettet ein zum grossen Geist. Kommt da! Hört, ich bin der da oben, der muss schauen, dass der Karren läuft. Und ich sollte immer der sein, der nachgeht, der versteht, der spürt, was ihm gut tut und merkt, was durchgeht. Corona macht nie Fehler, das kann ich gar nicht, aber ich halt schon, ich bin nur ein Mensch. Natürlich tut's mir gut, ihre Trost, ihre Mut, ihre Friedenstein, aber trotzdem packt mich manchmal die Wut. Dann gibt's mir auf den Nerv mit ihrem Arthur und dem Nussi und dann hab ich ja mein Gefühl, sie sagen arrogante Tussi. Immer nur Corona. Alles läuft um Corona. Und ich bin nur ein Null der Name. Immer nur Corona. Alles läuft um Corona. Okay, ich bin ein bisschen stur gsi, hab nichts mehr von mir hören lassen. Ja, es ist nicht so gelaufen, wie ich das gerne hätte wollen. Aber ein lebendiger Stein, da hab ich gesagt, hey, was soll denn das? Die will mich entmachten, will mich fertig machen. Mit Hilfe von denen draussen, zwei so super grosse Monsterkrieger, kommen mit dem Stein, der sie zu Überwesen macht. Unsere Welt geht auseinander und ich bin ganz allein. Ja, da hab ich halt schon das Gefühl, der fällt doch heute als Schluss sein. So eine arrogante Tussi. Immer nur Corona. Alles läuft um Corona. Und ich bin nur ein Null der Name. Immer nur Corona. Alles läuft um Corona. Ja, natürlich habe ich gemerkt, dass sie immer wieder versucht, mit mir in Kontakt zu kommen und wir müssen zusammen arbeiten. Klar, ich weiss, aber ich kann doch nicht mehr zurück können. Stolz. Und dann der Stein und die zwei von der Aussenwelt. Nein. Aber jetzt kann ich euch sehen. Ich hab gemeint, es kommen zwei Felsen, zwei so richtige Dürr, nicht so winzig kleine Dürr. Corona. Alles läuft um Corona. Ich bin nur ein Null der Name. Immer Corona. Alles läuft um Wir haben nichts gemacht. Hey, schau mich doch nicht so finster an. Es ist alles gut. Hä? Ich bin der grosse Geist und der Krieg ist vorbei. Und Corona hat mich besiegt. Aber ich... Achtung, das ist so ein Blitzblicker. Nein, du keine Panik. Das sind meine Berater. Die haben es noch nicht begriffen. Corona hat mich besiegt, aber ich hab gewonnen. Sie kommen immer noch nicht raus. Ja, versteht ihr denn nicht? Ich habe zwei mächtige Gestalten erwartet, die mich mit Hilfe von dem lebenden Stein uns machten. Und jetzt stehen zwei Knirpse da. Sie sind zwar mutig und zäh, aber sie haben nicht einmal gemerkt,
dass man ihnen den lebenden Stein abgenommen hat. Und wisst ihr, warum sie mir den lebenden Stein hätten bringen sollen? Weil mir Corona sagen, dass sie mir die Macht überlässt. Sie ist doch gar nie hinter meiner Macht her gewesen. Sie möchte nur mit mir in Kontakt sein. Ein bisschen von meiner Aufmerksamkeit mit mir in Verbindung sein. Ich bin ja so blöd. Und wisst ihr, warum sie gerade ausgerechnet die zwei Knirpsen geschickt hat? Weil die zwei Jungs miteinander reden und weil sie aufeinander hören. Weil sie einander vertrauen. Das Vertrauen, das ich mich wieder verliere, wenn es nicht so läuft, wie ich gerne will. Oh, Corona! Ich habe vieles Gutes machen. Es hat mich wie einen Sog abgezogen. Das Misstrauen, die Unsicherheit. Ich hatte Angst. Ich verliere alles. Ich habe deine Botschaft nicht mehr verstanden. Ich konnte deine Steine nicht mehr annehmen. Jetzt bin ich erlöst. Und von euch zwei kann ich viel lernen. Von uns? Ja. Der Sammy hat im Tunnelkanal auf dich gehört und ist mutig ins Wasser gesprungen. Was hätte ich denn so schwer? Sonst wäre er von den Bäumen erschlagen worden. Ja. Und du dort mal am Schmine nicht am Sammy so geduldig zugelassen hättest, dann wären wir nie auf die Idee gekommen, dieser Sache nachzugehen und ihr wären gar nie in die Welt hineingekommen. Und dank euch habe ich jetzt wieder einen Draht zu der Corona gefunden. Und ich bin befreit von dem mörderischen Bann. Ihr habt mich gerettet und ich danke euch im Namen von unserer ganzen Welt. Ich habe eigentlich nichts, was ich euch geben könnte. Aber in meinem Meer von der Früchte wachsen unendlich viele Ideen. Und ich werde euch jeden Wunsch erfüllen, den ich erfüllen kann. Ja, wir haben ja eigentlich haben wir ja nur wollen am Rom da helfen. Ja, und dann haben wir wieder heim. Ja. Wenn sie machen können, dass der Rondo Titania heiraten kann. Ja. Oh, das tut mir leid. Rondo kann ich leider nicht helfen. Ja. Der Rondo ist tot. Was? Was, tot? Der Rondo? Nein, beruhigt euch doch. Es sind meine Berater. Ich habe euch gesagt, wir sind frei. Sie haben immer noch Panik. Wegen dieser Schlacht dort, im Schloss von der Thyresia. Seht ihr nicht, was dort passiert? Schaut doch genau. Ja, aber was passiert denn dort? Ja, und wer hat denn eigentlich den lebenden Stein? Das Karom hat doch den Stein ausgewechselt, Was? der euch verlassen hat. Ihr habt gemeint, es sei der richtig. Aber das Karom hat natürlich dem Stein nicht widerstehen. Hat er mitgenommen, ist zum Schloss von der Thyresia zurück und unterwegs hat es mit der Macht von dem Stein überall wildfremde Soldaten angehört. Es ist, wie alle anderen auch, ganz im Einfluss von dem Stein gewesen und hat beim Schloss dort die Macht über alles erobern. Wo es mit seinem Heer beim Schloss angekommen ist, haben sich dort die Liqual mit ihren Blitzmannen und das Jodam mit seinen Kampfpäckchen immer noch bekämpft. Bis aufs Blut. Die Kampfpäckchen waren stärker gewesen. Die Liqual musste das Schloss verlassen und sofort hat die Jodam Elitentruppen ausgeschickt, um die Liqual festzunehmen. Mit der Liqual als Geisel hat es mich entmachten. Die Liqual war auf der riesigen Holzbrücke vor dem Schloss raus und hat sich dort verzweifelt gewehrt. Sie hat gewaltige Blitze auf die Kampfpäckchen abgebrechen lassen und ihre Blitzmannen haben sich um sie geschart. Und dann ist es noch viel wilder geworden. All die Päckchen, die ihr aus dem Verlies befreit habt, sind nämlich die Thyresia suchen und wollten mit ihr zusammen die Macht im Schloss endlich wieder übernehmen. Und sie haben natürlich gemeint, das Karom kann ihnen helfen. Ja. So war ein Wirrwarr auf dieser Brücke oben und überall sind Steine herumgeflogen und keiner ist mehr richtig rausgekommen, wer, was, wo und wie. Niemand hat gemerkt, dass einer von diesen grossen Brückengewinnern von einem Blitz getroffen worden ist und schon lichterloh verbrannt hat. Nur die ins tiefe Wasser runtergefallen sind, haben die riesige Flamme natürlich gesehen und geschrauen. Aber das hat der Schlachtlärm niemand gehört. In dem Moment, wo die Brücke schon langsam einstürzen wollte,
hat das Karum gemerkt, dass etwas nicht mehr stimmt. Und hat überall das Feuer gesehen. Zuerst hat es gerade wieder abhauen. Aber weil sie ja gewusst hat, dass es dank dem Stein die Schlacht mit Sicherheit wird gewinnen, hat es mit der Kraft vom lebenden Stein so viel Energie in die Brücke hineingeschickt, dass die immer noch über dem Schlossgraben hineingeschwebt ist, wo alle Pfeiler schon abbrennt sind. Einfach geschwebt und zusammengefallen. Ja, aber das hat unglaublich ausgesehen. Es war wie Zauberei. Und das Karo war begeistert von dieser Macht, von dem Stein. Und immer noch mehr Krieger sind auf die Holzburg gestürmt und haben im Kampf eingegriffen. Und dann ist es natürlich gekommen, so wie es hat müssen kommen. Ja, wie denn? In dem Moment, wo ihr zwei da reingekommen sind und ich endlich der Corona ihre Botschaft verstanden habe, in dem Augenblick hat sie den lebenden Stein von seiner Macht erlöst. Und alle Machtbesessenheit, Habgier und Eifersucht, die er in unserer Welt verbreitet hat, ist verflossen und hat einen Vertrauenplatz gemacht. Mitten in dieser gigantischen Schlacht ist der Bann von all diesen Kämpfern und Kriegern einfach so verschwunden. Und dann ist es passiert. Was? Was ist passiert? Die ganze Brücke ist ins Wasser runtergestürzt und alle kämpfen hinein. Und in dem Schlossgraben hat es ein Durcheinander gegeben. Alle haben sich an den schwimmenden Überresten von dieser Brücke irgendwie gehebt. Vor allem Päckchen, weil die ja Angst vor dem Wasser haben und nicht so recht schwimmen können. Ja, klar. Ein riesiger Lärm war es. Aber jetzt haben die Blitzmann und Päckchen und Schlepper und alle zusammen plötzlich wieder angefangen, einander helfen. Und aus dieser Schlacht ist mehr ein kleines Wasserfest geworden. Bis sich alle wieder irgendwie ans Land gezogen haben. Ist doch gut. So, Caro. Du alte Unkühl. Ja, Giseli. Hättest du gern gehabt, wenn dein uralter Wunsch in Erfüllung gegangen wäre? Und du die Macht in unserer Welt hättest übernehmen können? Ja. Du hast nur wollen, diesen beiden Untauglichen den Weg zum Todesgrenze zeigen, gell? Ja. Und schwupp ist der Ladenkiesel schon bei dir gewesen. Du bist doch wirklich ein Tausendsassa. Aber dann ist alles anders gekommen, gell? Geschehen ist Eisenrecht. Das kann ich euch sagen. Ja, komm, was meinst du? Das ist nicht schlecht war. Also die Welt. Dass der grosse Geist nicht mehr auf Corona hören. Das ist gut möglich. Ja, aber was sollst du damit sagen? Meine ist an Wasser kommt bestimmt einmal. Ja, aber wahrscheinlich nicht mehr in diesem Leben. Nein, wahrscheinlich nicht. Nein, wirklich nicht. Komm da, komm, handeln. Du hast Schnaufe, Caro, komm. Dass du Platz suchst. Ja. Zieh mich raus. Ja, komm da, Caro, komm. Ja, und der Rondo ist dann bei dieser Schlacht ums Leben gekommen. Ja. Der Rondo hat in der Schlacht nach Zitania getroffen. Aber dann ist er gerufen worden. Was gerufen worden? Er hat zum 4. Mal zu der Jena-Höhle reisen. Was? Ja, die Jena-Höhle. Und von dort ist er nicht mehr zurückgekommen. Er hat Titania nicht mehr heiraten. Aber ihr müsst nicht so schaurig traurig sein. Ja. Ich kann euch versichern, dass sich der Rondo und Titania in einer anderen Welt wieder treffen werden. Das spüre ich in meinem Inneren. Ja, aber in was für einer Welt sind wir denn da überhaupt?
Ja, und wie kommen wir dann wieder heim? Ja. Ihr seid da, in meinem Körper rein. Was in einem Körper? Ja, was von einem Mensch oder von was Ihr müsst denn? überhaupt keine Angst haben. Zur Stärke kommt ihr jetzt dann noch etwas zu essen und zu trinken über. Und dann ist es nur noch ganz ein kleiner Weg bis zu euch heim. Ein Eilbote von der Corona. Bringt euch da noch etwas mit? Schaut da. Das ist Das ist der richtig. Meinst du? Zeig mal. Ja, mein. Ja, zeig mal den anderen. Zeig mal den anderen. Ich kann ihn nicht mehr. Ich habe ihn verloren im Dungerkanal. Aber leck, das ist unser Stein. Schau mal. Den möchten wir euch als Dank für euren Mut, eure Ausdauer und eure Hilfe gern schenken. Ja, aber... Der gehört jetzt euch. Ja, dürfen wir... Kommt da! Ja, da, greift zu! Schau da vorne ans Zuckerstein. Oh, ja. Hey, und noch anders, schau mal. Oh ja. Komm. Oh nein, was ist denn jetzt schon wieder? Was ist... Siehst du etwas? Nein, wir sind eingesperrt. Das sind Fallwände. Sammy, wir sind doch wieder... Rauslassen. Wir sind doch wieder in eine Falle eingelassen. Jetzt wird Trottler in eine Falle durch. Achtung, es fährt. Achtung, es fährt. Komm, wir sitzen da. Komm, wir sitzen am Boden. Wo bist du, Klöpf? Da. Das Ding. Da. Hey, du. Sammy, hast du Steinschleuder dabei? Ja, aber was ist Super. Was macht ihr da? Nein, wir können da mit anders spielen. Sammy, das ist doch Shopping. Was? Das ist doch unser Einkaufszentrum. Wir sind die Heim. Kommt, warte. Sammy, komm. Wir sind die Heim. Hey. Ja. Geht's da? Nein, so was. Sammy, ich muss dir sagen. Sammy, komm jetzt. Warte. dich in der Schule nicht ausgelacht? Nein, die meinen doch alle, wir seien dort ein paar Tage einfach auf dieser Aufnahme herumgeschlichen. Ja, und wegen der Haare haben sie nichts gesagt. Wir haben es fertig gemacht, wegen dem Gefotz auf dem Kopf oben. Aber der Rondo hat das ja grauenhaft abgefützelt. Manchmal will ich einfach alles erzählen. Nein, Sammy. Nein, das ist noch viel zu früh, das können wir jetzt noch nicht erzählen. Stell dir mal vor, wir erzählen von Milch und dieser Türe, wo wir in die andere Welt, und die Türe gibt es ja gar nicht. Und nachher sagen wir aus dem Lift rauskommen und im Einkaufszentrum wieder zurück. Dann meinen sie im Fall, wir spinnen. Nein, das können wir im Fall noch nicht erzählen. Ich weiss immer noch nicht, wie wir zurückgekommen sind. Ich bin auch nicht so richtig. Ich weiss nur noch, in diesem Lift rein. Das war auch mega komisch. Und dann, wo die Türen aufgegangen ist, und nachher sind einfach normale Menschen dort gewesen, bis ich überhaupt geschnallt habe, dass wir da in einem normalen Einkaufszentrum sind. Hey. Ich habe mich ja zu Tod geschämt, wir dort am Boden. Stell dir mal vor, es wäre jemand von unserer Klasse gewesen. Jesus, Nathalie oder so. Nein, ich wäre versunken. Und alle haben da, wie wenn nichts wäre. Alle haben dann einfach so... Ja, für die war ja nichts, die waren ja einfach am Pösteln. Jesus. So peinlich, mir mit diesen Schleppsäcken. Ich habe gestaunt, dass bei mir die Heim nicht mehr gefragt haben.
Das Einzige, was meine Mütter hat nur gesagt, wo wir dann eigentlich unsere Kleider klar haben. Ja, mir hat einfach den Kopf geschüttelt, aber am Güttinger haben sie angerufen. Und der ist dann vorbei, ja. Der ist im Fall noch vorbei bei ihnen und hat, und hat erzählt vom Diktat. Und dann haben alle gemeint, ich kriege total Schiss von ihm. Darum soll ich abgehauen. Ah, ja, logisch. Und sie haben ihm im Fall gesagt, wenn ich sage, ich hätte nicht gespickt, dann sei es auch so. Wow. Ja. Meine haben gestrahlt, als ich heimgekommen bin. Mein Vater hat gesagt, mit dieser Frau Doktor hat doch etwas nicht gestimmt. Und meine Mutter hat ein schlechtes Gewissen gehabt, weil sie mit mir zu der gegangen ist. Sie haben Angst gehabt, ich sei wegen dem davon gelaufen. Der Vater hat im Fall sogar Tränen in den Augen gehabt, als ich heimgekommen bin. Ehrlich? Ja. Ich habe den Fall noch nie gesehen, brüllen. Mir hat der Stoff 5 Strich geschenkt. Nein. Hey Sammy, wir bleiben bei dieser Geschichte, gell? Hä? Wir waren auf der Uffenau und gestern einfach mit dem Schiff heimgekommen. Ja, okay. Hallo! Komm, wir gehen zu mir ins Zimmer ruhen. Ja, und Polizei? Hey, psst! Ich glaube nicht, dass die noch mal kommen. Ja, ich meine, wir sollten einfach auf die Insel legen, wir uns versteckt. Ja, aber das stimmt ja gar nicht. Ja, wir haben ja nur gesagt, wir sollten auf der Uffenau sein. Und wir haben ja nicht gesagt. Ja, in der Schweinka sind sie noch nicht mit den Hunden gekommen, dass man dem Versteck nicht mehr glaubt. Ja. Hey Brüder, sag mal, sind wir wirklich bei dem alten Kahn gewesen? Ja, aber er ist ja eben nicht dort. Kannst du dich zuerst klopfen, bevor du in mein Zimmer kommst? Was haben wir denn mit dem alten Knochen zu suchen gehabt? Ja, er hat eben uns von dem Stein erzählt. Gell? Und nachher hat er gesagt, sie können wieder von der inneren Welt uns den Stein gehen, weil sie will ihn wieder wegnehmen. Darum sind wir doch dann auch in den Körper reingekommen. Hey, Sammy. Was? In den Körper reingekommen? Ja, in den Körper und jetzt kannst du einfach wieder gehen. In einen Menschen rein, Sammy? Ja, wenn ich sage, und jetzt gehst du einfach wieder aus meinem Zimmer raus. Vielleicht sind wir ja in deinem dicken, fetten... Du Geld, was du auf uns zeigst. Fettarsch. Hey. Das sagst du nie mehr. Au. Was ist denn jetzt wieder los? Was noch? Der spinnt zwar, aber wenigstens ist er wieder einigermaßen normal. Du kommst im Fall noch dran, spinnst eigentlich. Geht's dir eigentlich noch? Die spinnt, hey. Ich nehme es aber auch unter, in was für einem Körper dass wir eigentlich waren. Die hat mir eins geschwartet. Ja. Vielleicht sind wir ja bei Melchi. Was, bei Melchi? Meine Mutter hat einmal gesagt, es hat einmal alles dort angefangen. Und meine Mutter hat gesagt, Melchi? Meine Mutter hat gesagt, er sei wieder aus dem Spital raus. Fette Arschkuh. Was meint denn die Arschkuh eigentlich? Jetzt kann ich wieder alles gar nicht mehr so recht glauben. Ja, es ist aber eine total schräge Geschichte. Ja, es ist alles so. Wieso hast du dort eigentlich angefangen zu brüllen? Hä? Ja, dort beim Tor. Dort hast du doch plötzlich angefangen zu brüllen. Irgendetwas mit dem Stein, der in meiner Hose war. Und stimmt doch etwas nicht? Ja, ich weiss doch auch nicht mehr so genau. Mal, Sammy, du weißt doch, was dort los war. Wieso hast du denn dort angefangen zu brüllen? Ja, vielleicht weil es so laut war. Ich bin doch verschrocken bei dem Tor. Was mit dem hast du angefangen zu brüllen? Ja, wir sind einmal reingekommen, oder? Ja. Ja, ist auch so. Ja, mit dem fängt man doch nicht einfach an zu brüllen. Ja, ich weiss doch nicht mehr. Also Sammy, du weißt doch, was dort los war. Sammy. Ja, es war eben nicht so. Was? Was war nicht so? Eben dort mit dem Rondo im Wald. Ja, wie war es denn? Hä? Komm, Sammy, erzähl doch jetzt. Wie war es denn richtig? Ja, wir waren doch dort unterwegs dort mit diesen Elstern. Warte mal. Stopp. Komm. Ich mag nicht mehr. Warte jetzt. Jetzt müssen wir studieren, komm. Jetzt müssen wir einfach ganz logisch überlegen, oder? Logisch, ich kann nicht mehr überlegen, Klöpf. Ich mag nicht. Jetzt müssen wir studieren.
Und da hinten, Ich habe Hunger. da sind wir gekommen. Dort hinten, dort ist der Glo und da können wir nicht hin, oder? Das ist logisch. Da rüber können wir nicht, da geht es das Doppel ab. Ja, da oben komme ich sicher nicht. Nein, da können wir nicht durch. Dann, Wo geht es denn durch? da hinten hat es eine Lichtung mit der Rose. Ich macht will auch heim. Sinn. Gott, Schutz, was sollen wir denn? Oder dort ist es total schwarz. Dort. Ich glaube, also dort gehen wir auch nicht hin. Klöpf, schau mal da oben. Was jetzt? Schau mal da oben. Also da können wir nicht Elstern durch. ist wieder. Warte, ganz logisch, Klöpf, ganz schau mal. logisch. Hey, Klöpf, schau mal da oben ist Ah die ja, Elstern genau, wieder. deine Elstern. Schau mal. Die fliegt wieder. Au! Hey, was ist? Geht's eigentlich noch? Hat sie dir auf den Kopf geschissen? Ja, nein. Ein Stein, hey. Was? Das war ein Stein, schau mal da. Leck, ein totaler Stein, hey. Schau mal, die haben mir den Stein auf den Ring. Hey, das gibt Nein, eine Bühne, nein, hey. du. Das tut weißt du wie weh. Ist aber noch ein schöner, hey. Ja, das ist wirklich noch ein schöner. Zeig mal. So ein bisschen rosarot. Das ist ein... Schau mal, so ein bisschen rosarot. Das ist ein Rosenquarz, hey. Ja, woher würdest denn du das wissen? Ja, das weiss ich. Von meinem Bruder, vom Stöff. Vom Stöff? Ja. Ja, sicher. Ja, das ist das echt ein wertvoll? Ich weiss nicht, hey. Jedenfalls behalten. Ja, nimm ihn in den Sack. Aber ich wollte Aber warte, jetzt müssen wir studieren. Es wird schon dunkel. Wodurch, warte, jetzt nochmal logisch. Wodurch sollen wir jetzt... Ich mag wirklich nicht mehr. Klar, Sammy! Klar, du bist so Was? genial. Die Elstern. Nicht genial. Die hat dir einen Tipp gegeben, weil du sie gerettet hast. Was für ein Tipp? Nein, mir blöd, jetzt weiss ich was. Komm, Sammy. Ich bin nur mega müde. Komm, ich weiss Nein, nicht schon. Wo geht's durch? Da, komm. Was weisst So super, Sammy. Was weisst Komm, ich weiss es. Ja, und dann? Ja, als ich zu dir gekommen bin, habe ich eben den Stein in deine Hosentasche da. Ja, wann denn? Ja, bist du denn einfach an meine Kleider ran? Ja, wir sind doch zuerst noch da oben gewesen, bevor wir runter sind, fühlen. Ja? Und dann bist du aufs WC und dann habe ich einfach in deine Hosentasche da auf dem Stuhl. Sind sie gelegen mit noch anderen Kleidern. Ja, aber warum hast du denn das gemacht? Ja, ich habe eben gedacht, vielleicht glaubst du mir dann eher. Ja, und dort bei dir in der Werkstatt unten, wo ich mit dem Stein gekommen bin, ja, dann hast du dort einfach so da, wie wenn du nichts wüsstest. Ja, da bin ich eben plötzlich auch nicht mehr sicher gewesen. Weil ich das alles nur geträumt habe. Ich habe mich doch auch nicht getraut zu sagen, dass ich ihn bei dir rein da habe. Ja, aber dann... Ja, aber dann stimmt ja alles gar nicht. Was? Ja, Ja, was der gesagt hat, dass uns zwei ausgelesen haben, weil wir aufeinander hören. Dann habe ich ja vielleicht nur auf dich gehört, weil du beschissen hast. Ja, ich kann ja nur ein bisschen nachhelfen. Wie Sammy? Vielleicht ist die ganze Geschichte gar nicht wahr. Ja, und der Stein? Ja, den habe ich... Ja, den habe ich da. Immer im Hosensack. Vielleicht ist es eben gleich noch ganz ein normaler Rosenquarz. Einmal kein lebendiger Stein. Hey, sag mir, vielleicht spinnen wir wirklich beide ein bisschen. Hey, er lebt, hey, hörst du das? Du hast eben gleich recht gehabt. Das Lied habe ich doch gehört. Du hast recht gehabt. Nein, das ist ja unser Stein. Ich glaub's nicht. Nein. Hey Mann, jetzt musst du im Fall schnell kommen. Jetzt musst du hören, er lebt im Fall wirklich. Ja. Zum letzten Mal, jetzt tust du endlich die Shooting-Tasche versorgen. Nein, ja. Wir hocken meistens übereinander. Klöp und der Sam. So gib doch einfach deine Hand. Klöp und dem Sam. Wir zeigen dir dann unser Land. Vom Klöp und vom Sam. Bei uns geht ziemlich allerhand. Beim Klöp und beim Sam. Es ist nicht immer alles gut. Bei Klöp und beim Sam. Ja, was
machen wir dann da dafür? Der Klöp und der Sammy. Wir stecken etwa in der Klemme. Der Klöp und der Sammy. Und manchmal sind wir arm mit Tröpfen. Der Sammy und der Klöp. Nur eins musst du wissen, was es auch immer gibt. Wir nehmen dich mit.